I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street. There's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I don't want you to protest. I don't want you to riot. I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value. So, I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Then we'll figure out what to do about the depression and the inflation and the oil crisis. But first, get up out of your chairs, open the window, stick your head out and yell, and say, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. I'm mad as hell! How am I not take this anymore? I'm mad as hell! I'm not gonna take it anymore! I'm mad as hell! I'm not gonna take it anymore! I'm mad as hell! I'm not gonna take it anymore! I'm mad as hell! I'm not gonna take it anymore! I'm mad as hell! I'm mad as hell! Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. Jo, haut as im 5. Dünstcher Mond, an das bald just Chance, dass die Sendung an dann Nummer 43 Radio R auf der Frequenzen 102,9 an 105,2. Trotz allem Säbelgrassels dabausen kann so locker iwwer d'Bühn goen. Et wird zu hoffen, dass die Politik von der Spannung an hier wittersammer Gemengen ein bisschen aufgefuhr gif gehen. Mir ist die Katastrophist, dafür zählen nicht drauf, dass die Temperatur vom Wasser an unserem Döppen weiterhin schön gemütlich Grad für Grad an die Lut gedreht wird, für das wir Freschen nicht zu frei aus dem Döppen raussprangen, weil wir merken, dass es zu warm geht. Me, don't worry, be happy. Zu einem Thema.
Der Radio Ära versteht sich als Multikulti-Sender, dafür gibt es 3 auch Platz für eine Stimme, die pro Eiskultur schwätzt. Der hört also heilo nicht die andauernd übliche Mainstream-Propaganda, die am liebsten hat, die gibt man einem Patsy am Arm an der Hal Findel stehen oder Käf, wann den Zurand gär lebt, für anschließend die Asylanten mit heim zu holen, die sich hier rausgesicht tun. Wie wäre das dann überhaupt Multikulti? Beim Radio ist es so, dass du einer Kulturen zu Wort kommen, ja Musik spielen, über das Land und Gewöhnliche schwätzen können und so weiter. Das ist tipptopp. Wenn ich im Roger sing Sendung Malinier im Radio denken, alle Respekt. Das sind immens flott Sendungen, an denen zum Beispiel Musik aus südamerikanische Länder hört oder vom afrikanischen Kontinent oder aus Europa. Mir gibt kaum, dass Musik von allen Sorten an aus aller Welt, Blues, Metal, Jazz, Techno, Schnulz, elektronisch, Rap, Rock, Pop, a Klassik durch an enger Sendung gespielt wird. Das gibt viel Leid auf Nerven gehen. Multikulti kann ich auch so verstehen, dass viel Kulturen zusammenbracht, sind nie vermischt, so dass es eng Multikultur gibt. Das ist wie bei Jus, ein Multivitamin-Jus, wo kein Jus den dran ist, mehr richtig rausschmeckt. Oder ein Zopp, die aus allerhand Ingredienten gekocht gouf. Das kann ja nur gut sein, muss aber nicht. Wenn den egal was aus dem Frigo an den Dippe mit Wasser geheit für ein Zopp, dann hängt es just davon auf, was ihr gerade am Frigo hört. Und auch, wie viel ihr von was gerade am Frigo hört. Ich brauche es nicht zu probieren, für mir am Voraus denken zu können, dass, wenn ich alles aus dem Frigo ohne zu überlegen, was dabei rauskommt, für ein Zopp an den Dippe geheien, ich denke da auch an Mosterglas, an den Tabasco, Zeven oder Klüderweiß Knövelik, ein Beck Sardinen, an Anchoisen, ein halb Dosen Nähr, zusammen mit dem Rest von den Pastetascher von Göchter, plus die geräucherte Fische aus dem Urdal für Haut. Also ich kann mir da nicht mehr schwer vorstellen, dass da viel Gutes als Zopp dabei rauskommen Kind, wenn ich alles an den Dippe gehe. Gott sei Dank kann ich Spaghetti Bolognese für morgen nach am Auto. An, machen wir dem Hundsing an die Wurmpöllen aus der Frigostier auch mal dran. Auch wenn sie wel aufgelaufen sind. Du musst den drüber aufstimmen. Wenn es also so einfach wäre, für ein gutes Zöpfchen zu machen, dann hätte nie brauchen, in sich Kochbuch geschrieben zu gehen. Es kann in Multikulti aber auch so gesehen, dass verschiedene Kulturen lieft, aber nie leben, ohne dass sie sich allzu viel vermischen. So wie am Frigo. Und das scheint mir eine gescheite Version zu sein, weil, wenn wir als eins sind, dass alle Kulturen ihre Wert tun, dann müsste man ja auch d'accord sein, dass wie bei der Zopp nicht viel Rares dabei rauskommen kann, wenn die sämtliche Kulturen an den Dippe geheit. Und das kann ja nicht nur just die am Frigo sind, aber sogar auch all die nach dem Boutique leihen. Alles an die groß Dippen. Ob Trarieren da überhaupt den Wert hat, das konnte bislang noch kein Kacher noch kein Professor mal erklären. Auch nicht wie vier eine Kultur an der Halle von der Kultur kann sein, und sie dafür per Force mit anderen vermischen will. Wenn bei der Version von Multikulti, wo alles einfach zusammengehält wird, schlussendlich egal ist, wie viel Mayonnaise oder wie viel Estragon man an Dippe geflogen ist, dann ist das bei der zweiten Version nicht so. Du schmerzen die Einzelkulturen ja nur noch raus, weil sie ihren eigenen Wert haben. Das wäre dann dummer doch gut, wenn du nicht noch immer ein klitzekleines Problem dabei wäre. Für fremde Kulturen am großen Stil an Land zu lassen, ist heute zu Lützeburg mehr problematisch wie so sonst wo. Für was? Man will einfach nicht viel von uns gibt. Es sind überzeugt, wenn die Gringe so gähnte Mensch wären, da stehen die Lützeburger wel lang auf der Ruder Luft, und es gäbe Pufferzone rund um sie angehauen. Dafür kind ich heinz du bachten, wenn ich die stundenlang Diskussionen über den nötigen Respekt von den Minoritäten heute zu Lützeburg höre. Aber wir sind Minorität. Vielleicht nicht gerade heute zu Lützeburg. Mir wird hier das schon gesamtdemografisch. Das Jahr sind in Deutschland 2-mal so viele Asylanten angekommen, wie die Wahrheit Lützeburger am ganzen Gött. Allein das Jahr. Muss mir also heute zu Lützeburg andere Nationen zu Minoritäten erklären. Alles Zuchten, von denen der einerwärts Multimillionen weiß gibt. Die letzte Kehr, wie ich geguckt habe, wollte Länder wie Saudi-Arabien, Israel oder nach anderer gar keine Asylanten abholen. Ob schon hier Organisationen deutlich erklären, Europa misst all die Ausländer bei sich abholen, sonst ging Europa inner, so und sie eben auf ihrer Seite, dass sie keine Asylanten abholen könnten, weil das Balance an ihrer Gesellschaft kind empfindlich stehren oder sogar zerstören. Sie noch kein Problem für das öffentlich zu sagen, weil ihr Volk natürlich derselbe Meinung ist.
wie will sich as sein Land schon selber destabilisieren. Und dafür haben wir hei an einem kleinen Land ein massive Problem. Et ist evident, dass so ein kleines Land ganz einfach überholt wird, ohne lang zu fackeln. Also, was muss gemerkt gehen? Weil der Konflikt als 4 programmiert, an die Uwe wissen genau, dass sie könnt. Ob der Gär, an der Stadt, zu Esch oder Ettelbrick, überall wo viel Leute bei nie sind, da muss ich schon ferm gucken, für auf der Straße ihn zu finden, den als Lützeburger Kind durchgehen. Wir müssen also all die Ausländer an Einzelminoritäten abteilen, für sie zu schützen, für das wir auch wissen, wie wir protegieren. An all die Minoritäten müssen dafür ein Eis, denen Unmassen, denen Horde von Lützeburger geschützt gehen. Dafür gehen wir auch permanent überwehrt. Facebook und Google zensuriert, für uns best, für uns für uns selber zu schützen. Die Konstitution wird dafür auf Frankreich geändert. Der Projet de loi, den der von den Pariser Attacken weil am Tierrang loch, also offiziell raus. Daneben wird löser überall den Cash aufgeschafft. Weil wenn du so an der Tasche hast, passt du viel zu viel unabhängig. Das hält lo ab. Auch mit dem Auto kannst du nicht mehr lang fahren, wenn es ihnen nicht passt. Überall gibt Profile von uns gelöscht. Der GPS am Auto oder am Handy verrät von Punkt zu Punkt, wo wir uns seit Jahren zu einem Moment abhalten. Ich habe mich schon immer gewundert, wie weit an all Land, wo ich war, überall die Randpoints gebaut gehen. Wenn ich gesehen, wie sieht die Überwachungstechnik während dem Auto die letzte Zeit weiterdreifen, da kann ich mir noch mal vorstellen, dass das irgendetwas Dummes zu tun hat. Da sehen wir ja dann. Sie sind lowell stolz drauf, mit 90%iger Sicherheit können sie sagen, wen die wo wir uns zu allem Moment an der Zukunft werden abhalten. Jeder von uns. Aber wenn die Leute bis fertig auf der Straße, da sind sie dankbar, wenn sie das Gefühl haben, der große Bruder gibt auf sie aufpassen. Komplett pervers. Also nicht die mit der Kamera, mit mir. Hey, man. Would like to have some French fries and a big Coke. Sailor! Hey, man. Hi. I'd like to have a cheeseburger, some French fries, and a big Coke. What? What? No, I said, I'd like to have a giant burger, some French fries, and a big Coke, and I'll ketchup with it, please. What shall we do with the drunk? Say it up. What shall we do with the drunk? Say it up. What shall we do with the drunken? Say it up early in the morning. What? Why don't you sell any burgers? I thought it was McDonald's over here, you know? Just beside you, okay. Now I tell you this, man. So you got beer? Got beer, yeah, sure. Yeah, I want a beer. Yes. Early in the morning. What? What shall we do with the drunk? Hey, beer, like a beer, like to have a beer, fucking shit. I'm a sailor. Sailing over the ocean just to come in here. And you don't want to give me any beer. Fuck, man, fuck. No, I'm not drunk. I'm not drunk, man. Give me a beer, come on. Don't miss me around. Come on, come on. I said, I'm a sailor. Come on, please. Just give me one little beer and a big Coke. Huh? Man, you know where I'm coming from? You know from where I'm coming. You know how you talk to me. What shall we do with the drunk? Fucking shit, give me that beer now. What shall we do with the drunken sailor early in the morning? You know what? I'm real angry about this, but I'm gonna kill you. I'm gonna give me that bit. You won't give me anything. You guys won't give me anything. Hey man, you can't do that to me. I mean, hey, are you listening to me? Come back here. I want the beer, man. For God's sake. I really gonna kill you. I have to do it. What? What? No, man. No. Oh.
you later, and all that fucking shit. What? Ow! No! Watch out. Die aktuelle Invasion von Europa durch Millionen Asylanten ist anscheinend dadurch bedingt, dass der sogenannte Westen die Leute Länder immer bombardiert. Dafür laufen die Leute durch eine Flucht und kommen hier hin. Es hat anscheinend Jahrzehnte gedauert, bis die Leute an den Ländern endlich bekämpft haben, dass es das Normalste von der Welt ist, dass, wenn dich angreift, dass du dann einfach bei denen heimlebst. Das ist danach immer so gemerkt gehen, oder nicht? Viele von ihnen sind daheim am Krieg, jeweils vor kleinem Mund, just Traberklapp gewinnt. Die Menschen sind also ganz ähnlich gepolt wie Eisleute. Das heißt, weil sie die Gewalt gewinnt sind, sind sie viel mehr schnell gewaltbereit, für all Konflikt zu lesen. Auf YouTube gibt es Capeweis Videoen, wo einheimisch Kanada auf Schniss kriegen und einfach durchstehen bleiben, ohne sich am geringsten zu wehren, weil sie es nicht können. Oder weil sie sogar während der Erziehung stärkstens davon aufgerodet wurden, für sich zu wehren. Das ist die unerzogen gelehrten Hilflosigkeit. Hilflosigkeit kann ich lehren. Die geht trainiert. Du gehst trainiert, für dass du dir nicht zu helfen weißt, wenn du dich geht. Schon als kleinen Debbes kriegst du gehummert, dass du keinen zu schlagen hast. Auch nicht, wenn sie tatsächlich verdient wird. Aber wenn ihn das schlägt, tja, was musst du dann? Und dann sollst du gefälligst den anderen Berg dahin erhalten. Gescheiter. Es kann ihn da so viel von nächste Leben bradeln, wie ihr wollt. Darum geht es nicht, und darum ist es bei der Sache da auch noch nie gang. Missionäre sind immer als echt bei die Welt kommen, für ihn nächste Leben zu erklären, ihr dann noch zu Soldaten kommen. Die hatten da viel mehr zu fährten und viel mehr erbecht. Genauso haben die Ewigkeiten nicht viel lieber, wenn wir es nicht können oder noch besser nicht wollen wären. Am besten ist es, wenn wir es gar nicht mehr selber helfen können. Auch das geht uns von kleinem an bei allem untrainiert. Wir sollen nicht wissen, wie irgendetwas funktioniert. Wir sollen nicht überlebensfähig sein, ohne dabei auf sie angewiesen zu sein. Stell dich mal vor, dass 2 Wochen lang kein elektrisch da. Oder es geht wie vor kurzem am Venezuela nirgends mit Scheißpapier. Da geht es wel besser. Oder es kommt kein Wasser aus dem Grund. Oder kein Benzin auf der Gestankstelle. Alles kleine Sachen, die uns aber komplett können auf den Kopf gehen, sobald ein neues wäschelt. Das kann doch nicht sein. Ein Volk, das just überlebt, solange du im Baxter von der Gesellschaft hängt. Von der Firma, der großen Entreprise. Das nennt die nicht Erziehung, das nennt die Kontrolle und Aufhängigkeit. Erziehung zwecks Kontrolle. Das Experiment an der Sowjetunion hat den Zweck, das Volk komplett zu kontrollieren und daraus zu lehren. Zu lehren, wie die Leute reagieren, unter den vis-à-vis von den anderen, gegenüber vom Staat und so weiter. Konklusionen aus dem Experiment gehen lo an unserer Gesellschaft angewandt. Das sind einfach Mechanismen. Propaganda möchte Recht. Dafür brauche ich keine Diktatur. Mit Jonathan Mese erklärt ich lo den Fall. Der gute Mann hält heute 15. März für 3 Jahre engriert Podium von der Akademie der Bildenden Künste zu Wien. Sein Riert dauert 80 Minuten. Naja, er seht zwar ab manst 5-mal dasselbe, aber ich war immer ein bisschen ernst. Das ist schwer, du etwas aus dem Kontext rauszurappen, aber ich habe probiert. Weil den extra nicht so viel lang soll dauern, und ich ein graffe Resümee von der ersten halben Stunde probiert zu machen, ob ein Minimum redressiert. Das Resultat wäre 16 Minuten. Nur alle Anstrengungen. So konzentriert schwätzt der Mann. Also der Jonathan Mese an der Akademie der Bildenden Künste zu Wien. Wunderbar betreut worden. Ich fühle mich sehr professionell betreut. Das ist immer gut, weil ich will immer nur in den Händen der totalen Profis sein. Und das ist immer gut, wenn man in den Händen der totalen Profis ist. Das ist eben auch totalste Grafik. Da geht man in die Werkstätten und da sind die totalen Profis. Und denen händige ich mich total aus. Und ich händige mich natürlich auch total der Diktatur der Kunst aus, weil die ist der totalste Profi. Das ist die einzige Autorität, die ich überhaupt akzeptiere. Die Diktatur der Kunst, also die Kunst als totale Autorität, als versachlichte Führung. Ich diene überhaupt keinem politischen System. Wäre noch schöner. Ich diene doch nicht der Weltdiktatur der Demokratie.
Mach ich nicht. Tu ich nicht. Ich sag ganz höflich, nein, danke zur Weltdiktatur der Demokratie. Ja, ich sag nur ganz höflich, nein, danke, will ich nicht, danke, nein, ich nicht, bin nicht dabei. Aber dann kommt die Demokratie und sagt, du musst aber dabei sein. Und dann sagt die Demokratie, wir entscheiden, ja, über die Gesetze, die bei dir greifen sollen. Aber die greifen bei mir gar nicht. Ich bin immun gegen die Weltdiktatur der Demokratie. Ich bin vergessen worden. Ja, die demokratischen Ärzte, die sind zu spät gekommen. Die haben die Demokratiespritze nicht mehr ansetzen können bei mir. Ja, die wollten dieses Demokratenserum bei mir platzieren. Vielleicht, aber sie haben mich vergessen. Ja, mit 12, da kommt man in die Pubertät, ja. Bis 12 ist man total diktatorisch, wie jedes Baby. Und die Lolitas, die sind totale Diktatoren. Das ist total versachlichte Macht, weil die sind völlig unpolitisch. Ja, die sind nicht ideologisch, wie Babys oder Tiere. Tiere kennen überhaupt keine Ideologie. Tiere gehen überhaupt nicht wählen. Haben Tiere Parlamente? Nö. Die beschäftigen sich überhaupt nicht mit der freien Wahl. Die haben sie gar nicht, brauchen sie auch gar nicht. Die freie Wahl ist doch total unfrei. Die macht dich total unfrei, die freie Wahl, weil sie gar nichts bedeutet. Das ist Meinungsterrorismus, die freie Wahl zu haben. Diene einfach, Instinktgehorsam. Du musst einfach der Kunst gehorchen, das reicht doch. Du musst nicht einsehen, dass du zu gehorchen hast. Gehorche einfach der Kunst. Das ist alles, was du zu tun hast. Ja, metabolisiere, entdemokratisiere, hermetisiere und entindividualisiere. Das sind die Führungsbefehle der Kunst. Und die hast du zu befolgen, verdammt nochmal. Esoterik verbietet sich von selbst in der Kunst. Oder den falschen Göttern zu dienen. Oder ideologisch niederzuknien. Das ist verboten. Es verbietet sich von selbst. Religionssucht verbietet sich von selbst. Demokratiesucht verbietet sich von selbst in der Kunst und überhaupt im Leben. Demokratie ist lebensfeindlich. In der Natur gibt's gar nichts Demokratisches. Nichts. Nichts in der Natur ist demokratisch, anarchistisch. Selbst der Dschungel ist totale Ordnung. Wir verstehen die Ordnung nur nicht. Ja, das ist alles. Mit unserem limitierten Spatzen-Ich-Gehirn können wir einfach die totale Ordnung des Dschungels überhaupt nicht erfassen. Das bedeutet aber nicht, dass es da nicht totale Ordnung gibt. Die Kunst ist totalste Ordnung. Die Weltdiktatur der Demokratie, die will dir ein gesichtsloses Gesicht verpassen. Ja, du sollst überhaupt keine Grafik mehr sein, du sollst Menschenbrei sein. Du sollst dich in dir selbst verstricken. Du sollst ungefährlich werden und nur noch dich mit dir selbst beschäftigen. So mickrig. Dien der Kunst, fertig. Sieh gar nichts ein, es dauert zu lange. Diene einfach, gehorche. Ja, denken Sie wirklich, dass die Vögel irgendein Einsehen hätten? Nein, das wäre zu langsam. Sie können nicht der Zukunft mit ihrem Ich kommen. Die Vogelschwärme und auch die Fischschwärme, die müssen instinktiv reagieren. Die tun das, was notwendig ist. Die Diktatur der Kunst ist die Gesamtheit des Notwendigen und nicht die Einsicht in die Gesamtheit des Notwendigen. Das ist Kommunismus. Etwas einzusehen, das wollen die Kommunisten. Ja, die wollen, dass du dich proletarisierst und dass du dich selbst an die Macht bringst. Und der Kapitalismus oder die Weltdiktatur der Demokratie, ja, die wollen das Gesamtbild des Wollens an die Macht bringen. Die wollen, dass dein Wille an die Macht kommt. Ist doch mickrig, dein Wille ist doch viel zu limitiert für die Kunst. Du musst einfach der Kunst dienen. Schmeiß dein limitiertes Ich weg. Wirf es weg, schmeiß es raus, scheiß es raus, jeden Morgen aufs Neue. Gibt gar kein Leben nach dem Tod. Das ist ein Märchen der Ich-Mönche, der miesen Schamanen. Diese miesen Schamanen, die ersten Menschenführer, die meinten, sie könnten mit Tieren reden oder mit Toten. Ja, das sind die ersten Diktatoren, Menschendiktatoren. Denen wurde dann in den Arsch gekrochen. Daraus sind Religionen entstanden. Dient der Kunst, der versachlichten Führung Kunst. Kniet niemals mehr ideologisch nieder. Ja, macht euch nicht klein. Keine Nabelbeschau. Guckt nicht in euch rein. Lasst die Kunst euch anschauen. Steht stramm, aber versachlicht. Versachlichtes Marschieren ist angesagt, nicht ideologisches. Steht stramm, marschiert, tut euren Dienst. Kunst ist der totale Dienstweg, die totale Dienstpflicht. Ihr habt zu gehorchen. Der Kunst, Instinktgehorsam, nicht kreativ. Sei niemals kreativ.
Heutzutage befinden wir uns wieder in den 20er Jahren, in den goldenen 20er Jahren. Der totale Tanz auf dem kreativen Vulkan ist voll im Gange. Alle sind unaufmerksam. Alle tanzen um das goldene Kalb, Weltdiktatur der Demokratie. Ja, der nächste Führer ist schon vor der Tür, wird nur nicht wahrgenommen. Alle empfinden sich als ihre eigenen Führer. Sie sind alle religionssüchtig. Die Demokraten, dieses miese Pack, die müssen nach Hause gehen. Ab nach Tibet. Ihr müsst euch selbst verwirklichen in Tibet. Macht den Weg frei. Stellt euch niemals der Kunst in den Weg. Wenn ihr politisch denkt, wenn ihr überhaupt noch die Welt in politisch links oder rechts einteilen könnt, dann seid ihr von gestern. Dann seid ihr die ewig Gestrigen. Das miese Spiel ist doch, je individueller du werden willst, umso gesichtsloser wirst du. Die Form passt sich an den Inhalt an. Nur die Künstler und die Kunst von heute, die durchdemokratisierte, hat eben gar keinen Inhalt mehr. Es geht nur noch um den mickrigen Willen von irgendwelchen Formfleischmenschen, die gezüchtet wurden in der Weltdiktatur der Demokratie. Die Weltdiktatur der Demokratie hat den weltgleichgeschaltetsten Menschen erzeugt. Sowas hat es doch nicht mal bei Stalin oder Adolf Hitler gegeben. So grafiklose, nichtssagende Fratzen wie heute hat es noch nie gegeben. Das Gefangenenlager Ich, das ist eröffnet worden. Das Gefängnis der Weltdiktatur der Demokratie ist so riesig, dass ich die Wachtürme gar nicht mehr sehe und freudestrahlend in meine Vernichtung hineinlaufe. Da steht nämlich ganz groß über dem Arbeitslager: Ich verwirkliche dich selbst, du bist der Gott. Reise ins Ich, du bist das Geilste. Das sind die Devisen, die dich und euch vernichten wollen. Das ist die Zukunft der Degeneration, Weltdiktatur der Demokratie. Das Dogma, das ist ein totales Dogma, die Weltdiktatur der Demokratie. Totales Dogma. Und wir werden zu weltgleichgeschaltetsten Formfleischmenschen gezüchtet. Ja, zu Zierfischen. Wir sollen uns nur noch vor den politischen Karren der Demokratie spannen. Und die Künstler, die das tun, die werden am meisten abgefeiert. Mir erlaubt man so eine Sonderstellung, aber ich stehe hier nicht wegen der Demokratie, sondern trotz der Demokratie. Diene einfach der Kunst, steh stramm. Verpiss dich, Demokratie. Das muss in den Zeitungen stehen. Die Demokratie hat ein Ende gefunden. Endlich ist sie weg. Endlich ist diese Kompromisssucht weg, dieser Konsensfanatismus. Was ist daran schlimm zu sagen, dass die Demokratie scheiße ist? Das ist total humorvoll. Dann kommt eben was Besseres. Ja, nur die Demokratie hat ja schon in ihren religiösen Präambeln festgelegt, dass nichts anderes kommen darf als die Demokratie. Aber das stimmt ja gar nicht. Es kann sehr wohl was kommen. Und das ist die Diktatur der Kunst, also die Machtschenkung Kunst. Das ist das, was kommen wird. Und das ist gut zu wissen. Aber die Gurus, die sagen uns, dass man das alles bräuchte, um zu existieren. Du musst katholisch sein. Du musst evangelisch sein. Nee, Religionsfreiheit ist doch der letzte widerliche Witz auf diesem Planeten. Warum denn? Dann müsste man ja jeden Geschmack unter Gesetz stellen. Das ist ja widerwärtig. Das ist einfach nur eine Geschmacksrichtung, die einfach nur immer demokratischer werden will, die in jede Körperritze diesen widerlich demokratischen Schmelz reinreiben wollen, damit alles durchdemokratisiert werden soll. Überhaupt totalste Meinungsfreiheit. Die Haifische sollen durchdemokratisiert werden, die Sonne, der Mond, alles. Aber was ist dann? Dann sind wir alle im Jenseits. Dann herrscht der Tod. No grazie, nicht mit mir. Nee. Ein Baby will leben und brüllen. Deshalb muss man reden, brüllen. Gebrüllte Reden sind geil. Das hat Adolf Hitler doch schon gezeigt. Er hat gebrüllt, weil es notwendig war, wie ein Baby. Adolf Hitler war doch nur ein Bühnenmensch, der stand auf der Bühne und wurde von der Bühne in die Realität gezerrt. Der hat einen Science-Fiction-Roman geschrieben, der hieß Mein Kampf. Der wurde dann in der Realität umgesetzt. Ja, wer hat wen verführt? Wir können auch heute irgendwelche Science-Fiction-Romane in die Realität umsetzen. Dann wird's aber ganz bitter. Wenn ich Herr der Ringe in die Realität umsetze, kommen auch Millionen von Leuten um. Ich kann's aber auf die Bühne bringen. Und das ist die Aufgabe der Kunst.
alles auf die Bühne zu bringen. Die Bühne der Kunst muss sich ausdehnen. Die Diktatur der Kunst wird die Realität ersetzen. Die Diktatur der Kunst wird sich ausdehnen. Komplett präzise, komplett grafisch. So groß wie Deutschland, so groß wie Europa, dann so groß wie die Welt, dann so groß wie das Universum. Ich bin aber überhaupt kein Internationalist. No. Nee, keine Ideologie ist gut. Jede Ideologie der Vergangenheit wird abgelehnt. Absolut und total. Die Ideologielosigkeit des totalen Spiels Kunst wird angepeilt und ich werde ideologielos spielen bis zum Ende. Aber ich warte auf die Machtergreifung der Kunst und die ist total konkret. Die wird passieren an einem bestimmten Tag, wird es zur Machtergreifung, Machtschenkung, Kunst kommen. Kunst stellt nämlich die totale Machtfrage. Nur der Mensch stellt sich momentan noch der Kunst in den Weg. Aber warum macht er das denn? Weil er durchdemokratisiert wurde. Ja, die Demokratie sagt dir, dass du das Maß aller Dinge bist. Der Humanismus sagt dir, dass es um die Zentralstellung Mensch geht. Nein, der Humanismus ist scheiße. Das ist eine Drecksideologie. Diesen Leuten darf man nie wieder zuhören. Das sind einfach nur Gurus, die wollen, dass du niederkniest. Die kommen mit alten Dingern, die schon längst ausgereizt sind. Was ist daran so schlimm zu sagen, dass etwas ausgereizt ist oder kaputt oder tot? Die Demokratie ist tot, die liegt in den letzten Zuckungen. Aber diese Zuckungen werden noch ganz viele Menschen in den Abgrund reißen, wenn du dich dahin begebst. Das ist wie ein Ertrinkender, die Demokratie. Da ertrinken sie und die sind fast schon ertrunken. Und die ziehen dich mit in den Abgrund mit irgendwelchen sirenenhaften Äußerungen. Wie bei Odysseus oder wie bei der Zeitmaschine. Da kommt der Demokratenton, die Glocke, Glockenschlag und dann wandern die Elois, freudestrahlend apathisch degeneriert, als Volldemokraten in ihre Vernichtung. Ja, und dann wird das Tor zugemacht und sie werden vernichtet. Die Weltdiktatur der Demokratie ist ein Selbstvernichtungsprogramm. Und ihr könnt jetzt nicht mehr sagen, ihr hättet von nichts was gewusst. Ihr wisst es jetzt. Und das wird gären in euren Schädeln. Und das ist richtig so. Und wenn ihr euer Ich zum Maß von irgendetwas macht, eure Meinung zum Maßstab von irgendwas setzt, dann wisst ihr, dass ihr gegen die Kunst handelt, dass ihr Hochverrat an der Kunst begeht. Das könnt ihr nämlich entscheiden. Alle Länder auf diesem Planeten sind mehr oder weniger komplett durchdemokratisiert. Selbst Nordkorea ist vollkommen demokratisch. Afghanistan, vollkommen demokratisch. Die Nuancen sind minimal. Und darüber überhaupt nachzudenken, über diese minimalen, spitzfindigen Unterschiede, das ist Zeitverschwendung, das ist Stammtischgesülze. Alle Demokratiesüchtigen müssen in die Therapie. Sie müssen therapiert werden. Ja, sie haben alle eine Chance umzuschwenken, ist egal wie alt man ist. Aber entideologisiert euch. Ideologie hat in der Kunst absolut nichts verloren und auch nicht im Leben. Ideologie führt immer ins Verbrechen. Immer. Jede Ideologie ist ein Verbrechen. Jede Ideologie. Jede. Es gibt keine Unterschiede. Es gibt nichts, was weniger schlimm wäre als das andere. Jede politische Partei ist gleich scheiße. Das ist Fakt. Das ist ein Gesetz der Kunst. Und wer wählen geht, ist an dem Weltverbrechen Diktatur der Demokratie beteiligt. Komme, was wolle. Auch wenn es gut gemeint ist, es ist von gestern. Irgendeiner Partei sein Vertrauen zu schenken, ist widerwärtig. Seit 1945 unmöglich. Adolf Hitler hat uns ganz klar gezeigt, dass Menschenmachtsfanatismus eben immer nur zu Adolf Hitler führt. Ja, und das ist nun mal so. Und da hatten sie nichts gegen auszusetzen. Adolf Hitler hat einfach den Demokratiespieß umgedreht, hat sich demokratisch wählen lassen und die Dinger dann einfach verboten, demokratisch. Genauso werden die Gefangenenlager der Zukunft demokratisch organisiert sein, demokratisch verwaltet werden und die Henker werden Demokraten sein. Das steht ja wohl jetzt schon fest. Das ist ja wohl jetzt schon komplett in Arbeit. Und wer das nicht sieht, ist am Weltverbrechen der Zukunft beteiligt. Und da werden alle dran glauben müssen, weil die Weltdiktatur der Demokratie nur Beifang produziert. Die wirft ihre Netze aus, nimmt alles Lebendige an Bord, prügelt's tot und wirft die tote Masse zurück ins Meer. Das ist Demokratie. Du wirst an einem Tag vielleicht in der Demokratie glauben, du bist ganz oben, aber am nächsten bist du schon wieder ganz unten, weil es je nach Sicht und Perspektive
Ja, diese Leute, die sind alle schon in der Vorbereitung, um dich durchdemokratisch stinkend ohnmächtig zu machen. Zu einer Nullnummer. Bitte, liebe Diktatur der Kunst, komme. Ugeschnallt an der Sendung an dann Radio Ära ab der Frequenzen 102,9 an 105,2 hole mir e lomole Beispiel aus dem praktische Lewe vun der Asylpolitik. E Beispiel wat besonnech eisem klenge Landhei ze denke mist ginn. 450 Joer goufen an Australien 24 Völkernengerscher mam Schëff importiert. Sie hatten do kaum natürlich Feinden, an die echt Jozengten waren sie wenn's dem Fleisch oder wenn's dem Pelz ganz beleeft, méi bannen 100 Joer goufen aus denen 2 Dosen ausgesette Kanengerscher eng paar die Milliarden, an sie hatten sich iwwer de ganze Kontinent ausgebreet. Sie waren op emol gonnet mi beleeft, weil sie natürlich och d'wiesene wäsch gefries an Kei friessen nummer kein Kanengerscher. Wie den Australier dünn ze Bond ginnners hun sie Kanengerscher massiv gejot. An den 1950er huet dat wer well näicht mi Grollef an Chemie an Forschungsgesellschaft ass ma Myxomatosvirus op Kanengerscher lass gär. 99% vun de Kanengerscher sinn dodro mat gräislicher Peng Futtigang an d'recht 1% huet Antikörpercher entwickelt. An den 80er Joren wär dünn aus dem enge Prozentrem eng Populationun vu 400 Millioune ginn an Rëm wär ke Grashalm mi vir de Kanengerscher sicher. E neue Virus ass getest ginn. D schärft bei de Kanengerscher bannen 2D Blutzirkulationun komplett auf. Eigentlich wollten die Herren Akademiker de Virus morphitéisch bëssen testen, sie freigife ginn, mit de jeng oder aner Kanengsche werd hin aus dem Laboratoire fortgelaf sinn, well de Virus ass ziemlich geschwonnen op die wëll Kanengerscher iwwergang, a just de Féierel vun denen Déieren huet das zweet Virusfell evaluiert. Seit Generationune sind Australier lo am Gang, op Kanengerscher ze scheissen, se ze vergasen, se mat Viren ze infizeieren, an dat ass nach Haut voll am Gang. Sie hunn 2013 rëmmen neue Virus entwickelt, mé och géint dee sinn eng paar die Kanengerscher immun an so weiter an so weiter. A wie ëmmer hunn déi, die Virus schaffen, am meeschten Entere runn, dats die Kanengerscher weiterhin eng gros Plo bleiwen. Fir d'Australier a fir die einheimisch Australisch Steieren. Ich komme net hin, die 24 Kanengerscher an Australien mat der Invasion an Europa ze vergleichen. Dat net un Ursach oder aus heiterem Himmel. Mit zum Beispiel wenn's de Reden vun de sogenannten Hassprediger, nee, net die sich dauernd am Fernseh weisen, die zum Terror oprufen. Nee, heis Indianer, die net so dackt gesikret. Die oprufen, sich massiv an den europäische Länder zu formieren, mindestens 5 Kanner zu machen, fir eis dodech an e puer Generationioune komplett iwwerroll zu hunn an Majoritéit an de Länner ze kreien. Die meescht Video vun denen sogenannte Prediger kann sich ha net spillen, well die wenigst vun eis die Spproche verstinn, a fir ha den Artikel 4 ze lesen ass ma war bessen domm, dofir ha Gespräch derschen 2 Junker op Deitsch. Ganz ehrlich, der Islam wird in Deutschland kommen, ob du willst oder nicht. Deine Tochter wird Kopftuch tragen, sein Sohn wird Bart tragen, okay? Und deine Tochter wird einen Bärtigen heiraten. So, und wir vermehren uns immer mehr. Ihr Deutschen kriegt ja keine Kinder. Ihr kriegt höchstens, wenn es hochkommt, 2 Kinder. Wir machen 7, 8, Alhamdulillah. Okay, Kollege? Und dann nehmen wir uns auch nochmal 4 Frauen, dann haben wir 22 Kinder. So, ihr habt vielleicht ein Kind und ein Hündchen. Ne? Und das war's. Kollege, das ist nicht unsere Schuld, das ist eure Schuld. Wenn ihr unsere Länder ausgebeutet habt, kolonisiert habt, damit du einen Mercedes fahren kannst und deine Digitalkamera da benutzen kannst, so macht Allah Azza wa Jal, der allmächtige Gott, macht das so, dass wir euch erobern, nicht mit Krieg hier in Deutschland, sondern mit Geburtenraten, erstens. Und zweitens, wir heiraten eure Töchter. Ja? Und deine Tochter wird Kopftuch tragen. So, und jetzt kannst du richtig einmal durchdrehen. Ja, man sieht schon richtig den Hass in deinen Augen. Wir kriegen op Fernsehsender, ob mans 3 Monaten der gesot, wir missten Nazi vu 84 Joer méi fährten wie die Horden, die de Moment am Gang sind als ze verrennen. An sobald sich auch nëmme fried, ob iwwer 1 Million Asylanten an Deutschland leng des Joer net iwwer vielleicht bisse viel wie, gëtt den an de sogenannte Reerzeneck gestalt. Dat kennt ihr vu freier aus der Schule, wann sich do net gescheckt huet, huet sich missen an den Eckstelle goe fir sich dort zu schummen. Met do seit in alterem de formidable Fortschritt. Loget de well Reerzen an de linksen Eck fir sich zu schummen. Anscheinend wird Invasion von Europa mal gonnet so de Mosleme selber hier Idee, wat mech auch gewonnert het, well weles die schon gär fir dicht bei sich doheem alles Futti bombardieren, ihren dann an Europa lebt.
Außerdem, der sogenannte Westen bombardiert seit Generationen, bis lo ist noch nie gekommen. Wie wird er noch einmal lo? Da muss besonders gehandelt sein. Bei größeren Aktionen gegen Volk sollen die Herren dem meistens am Voraus Bescheid. So auch das Kehr bei der Invasion von Europa. Lauscht mal einfach mal den Herr Sarkozy, wie den er Präsident von Frankreich war. Quel est l'objectif? Ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement, au risque de nous trouver confrontés à des problèmes considérables. Nous devons changer, alors nous allons changer. On va changer partout en même temps, dans l'entreprise, dans les administrations, à l'éducation, dans les partis politiques. Et on va se mettre des obligations de résultat. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Definition vom Wort Métissage als übrigens croisement de race de variétés différentes. Synonym für Métissage als croisement, hybridation, mélange. Weil in die erste Kehr eventuell nicht alles gut verstanden hat, lassen wir es dem Herr sein Text nach einmal durch den Ohren schmelzen. Quel est l'objectif? Ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement, au risque de nous trouver confrontés à des problèmes considérables. Nous devons changer, alors nous allons changer. On va changer partout en même temps, dans l'entreprise, dans les administrations, à l'éducation, dans les partis politiques. Et on va se mettre des obligations de résultat. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Für zu verstehen, für wat die kleine komplexierte Menschen überhaupt so etwas für Frankreich kann behaupten, muss in dem sein Hintergrund kennen. Aus Kasachstan mit Transsibirski Eisenbahn. War früher Chef von KGB, liegt heute am Strand von Saint-Tropez. Heute ist er Wachten anstatt Borscht und trinkt Champagner gegen den Durst. An Rolex-Spur und Seidenquandel, die Kohle stammt aus Waffenhandel. Im Bezirk, wo Rotlicht strahlt, hat Brüderchen sich ausgemalt. Da kann man machen sehr viel Geld, überall auf ganze Welt. Und gibt's in Wien am Gürtelzoff, fährt Mercedes einen Hof. Und wer nicht zahlt, und zwar im Bar, hat Loch im Kopf, wie alte Samovar. Cocktail ist von Molotow, Hauptgang heißt Kalaschnikow. Oi, 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 die Russen kommen, und schon sind sie da. Oi, 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 die Russen kommen, die neue Ruski Mafia. Igor macht jedes Geschäft, er ist wie Wolf, der niemals schläft. Plutonium und Kokain, überall hat Igor Finger drin. Europa ist Schlaraffia für neue Ruski Mafia. Von Zürich Rom bis Wuppertal, alles zittert vor Mann aus dem Ural. Und Olga darf nicht Kasachok auf Reeperbahn mit ohne Rock. Oi, 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 die Russen kommen, und schon sind sie da. Oi, 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 oi.
finanziell ein großes Drama. Auf Uniform zwar sehr viel Gold, jedoch in Tasche Rubel, der nichts rollt. Auf Perestroika und Glasnost schloss die Goran, Nastrovje Prost und fliegt nach Moskwa wie ein Komet zu Mamuschka im privaten Jet. Drum Salut für Gorbatschow, natürlich mit Kalaschnikow. Oi, 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 die Russen kommen nach Droge und schon sind sie da. Oi, 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 die Russen kommen, die neue Ruski Mafia. Oi, 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 die Russen kommen nach Droge und schon sind sie da. Oi, 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 die Russen kommen, die neue Ruski Mafia. Alles dreht sich just meist Gedanken. Die ganz geostrategisch Kriecher, gefordert unter dem Motto von der sogenannten neuen Weltordnung, die gar kein neu ass, mir just eng neue Etappe, nennt es wieder wild. Die ganze Affäre dreht sich just meist Gedanken, weil kollektiv Denken spiegelt sich früher oder später an der Realität rum. Was mir haut all denken, beeinflusst das, was mir nur machen, und dafür wird nur ass. Wann haut die meisten Mengen ein Runnenauto wieder so geil, dann dauert es nicht ganz lang, bis die nächste Runnenauto durch die Kontrolltechnik fährt. Dafür haben die Medien, der Fernsehen und besonders das Internet so eine extrem wichtige Funktion, die unbedingt muss komplett unter Kontrolle sein. Findest du diese Gedanken? Lass mal sagen, es gibt gute Gedanken und es gibt schlechte Gedanken. Den Impact von enger Idee schenkt der Premier Vue echt gering, ja minimal. Aber tatsächlich ist es so, dass schüste Gedanken den Ursprung von allen Aktionen ist. Das heißt, die Gedanken gibt Richtungen, wo etwas hingeht. Rechts oder links, Rob oder Rauf, 50 oder 100. Wenn 1000 Leute auf einer Insel mit 1000 Hinger mal direkt haltig von den Hinger gegrillt tun, und dann mit Krüschle feststellen, dass die Leute just noch einen halben Ton haben und dass das kein Ehr lädt, da fängt die Welt Panik an. Und das sind total negative Gedanken. Angst. Der Gedanke geht just nach eine Richtung, und zwar, wie kommen ich meinem Noper sein Hung? Für das ich mehr hun? Und erster Stelle mal für zu überleben. Nicht aus krimineller Überlegung oder aus Unfreundlichkeit. Nee, es geht da primordial mal blank Überleben. Der Gedanke beherrscht dann alles, was du noch könnt. Ich muss mir überlegen, wo der Noper sein Hung hat, wo mein Noper ist, wie stark er ist, ob ich ein Meister gegen Matt oder ohne Knüppel. Und ob es lieber besser wie, direkt ganz tot zu schlagen, ihren du noch selber ob die bösen Gedanken du könnt, die hier sowieso wahrscheinlich eine Lowelle hat. Dafür hätte ich doch nicht so lange überlegen, weil der Noper so Kind 4 sind. Also am besten direkt lass schon mal gucken gehen, wo der Ton überhaupt ist. Und da sind wir rund. Der Gedanken hat Richtung bestimmt, du stehen aus dem Rollen und Konsequenzen sie vorprogrammiert. Es kann in die Richtung auch kaum noch ändern, weil wenn ihr bis zum Noper seinem Terrain umhangsicht, dann ist kaum noch eine friedliche Lösung denkbar. Bon, es gibt natürlich Sinn, dass der Noper auf seiner Seite NRW wie für eine Menge Hung zu sichern, und ich ihm da, wenn es nicht gibt, begegnen, aber schlussendlich will nicht sein halb Ton, und er meint, mir ob das Konflikt soll benennen bringen, glaube ich nicht. Zum Schluss werden die schlechten Gedanken in Richtung Kannibalismus feiern. Es wird permanent getrichtert, dass das die normal logische Konsequenz auf der Insel muss sein, weil wir alle so schlecht sind. Ja, der Mensch ist eben so. Das ist gar nicht vor. Der Mensch ist nicht so, der Mensch ist von allem seiner Umgebung angepasst. Wenn seiner Umgebung alles tadellos an der Reihe ist, dann hat noch keine Ursache, für sich Debatte zu stellen, und umgedreht. Aber als Regel, für zu belegen, dass der Mensch so schlecht ist, wird noch immer neben beiden Darwin zitiert, nach dem Motto, dem die Stärken überlebt. Und dafür ist den Darwinismus, für uns zu verzappen, dass die Stärksten überleben. Weil das beweist ihnen die ganz Översinn Gerechtigkeit von ihrem ganzen System. Aber weil sie eben die Stärksten sind und dafür am besten überleben, da wäre es nicht mehr normal, und natürlich oder Dieu donné, dass sie ganz Öwe sind. Das ist das Gesetz. Und wir akzeptieren, dass sie die Stärksten sind. Weil das wäre sie ja nicht dürfen. Gesetz von dem wir stärken. Alles die Konsequenz just von engem Gedanken. Sie müssen uns also just eine Idee an den Kopf setzen, das geht durch. Weiterentwicklung von dem Gedanken machen wir schon selber.
Da sei sie war los. Es gibt sowieso nicht viel verschiedene Möglichkeiten bei der Entwicklung von ihrem Gedanken. Vielleicht ein Unterschied an der Methode, für die Männer seinen Hund zu kreieren. Medien sind da für eis Gedanken zu betreien. Sie sind da für eis zu soen, wen am Moment Hung huet oder wen eis grad wollt klauen. Sie erzählen eis auch, wir hätten einen Hung, wann wir wer hat kein tun. Sie sorgen noch dafür, dass die verschiedene Gruppen noch die passenden Gedanken hun, passen an engem Sub, dass am Allgemeinen op Käfall e gute Gedanken opkönnt. Der gute Gedanke wie Kooperation, also ohne sich mussen in den Tinger zu klauen. Übrigens, gehen sei dafür also Mann hinger, für das ma ich der Tendenz hun, mussen zu klauen. Wenn die 99% kooperieren, also zum Beispiel jedereen sein eigen Ton hält, oder lassen wir so, wenn 25% vom Volk gif kooperieren, war richtig, dann hat die legendären 1% well 40 Schwierigkeiten. Am Fond ginge durch, wenn 10% ginge kooperieren und einfach nur all hier Sue von der Bank abhieven, da wären die anderen direkt fertig, weil die Sue sie gar nicht do. Dafür auch Schluss mit dem Cash. Du kannst da Maximum so viel dem Mond abhieven, fertig. Das hatten wir ja wel an Zypern, an Griechenland und noch an all den anderen europäischen Ländern sind wir ja wel so weit, dass alles wird mehr wie 100 Franken kostet, dass das nicht kannst Cash bezahlen. Du kannst ja nicht eine schöne Kanapé für 5.000 Euro kaufen und die Cash bezahlen. Das ist verboten. Wer meint, dass das viel? Mir wat muss noch alles geschehen, ihr 10% überhaupt nicht mal wäschen, geschweißter kooperieren. Und dann, wer das dann? Das heißt just, dass sie dann nicht mehr schlafen. Mit das heißt weder, dass sie keinen Platz mehr an den Nähen haben und dafür nicht gesehen, noch heißt es, dass sie wackrig sind. Viel von ihnen erwäschen zwar einst kurz, aber sie tumpen immer direkt. Sie gehen gar nicht richtig wackrig. Sie sind am Halbschlaf. Am Schlaf verwechseln sie den Dram mit der Realität, am Halbschlaf verwechseln sie die Realität dann am Dram. Nuance. Dafür muss doch permanent genug Drehen durchgehen, für das sie den erwäscht, gemütlich an der Realität kann weiterpennen und drehmen. Einen anderen Dram. Einen neuen Dram. Zum Beispiel ein Drama. Das könnte man gut. Hey man, hey girl, hey second class fan. I'm moving fast, this is not a brass band. Now it's time to make up your mind, don't stay among the deaf and blind. It's crazy indeed, but that's a fact, these fucking people don't react. Well, if it's so, please let us know, we gonna stop the show. Oh no, we won't go! Right, you know I like to have a little joke. I hope you ain't frightened by the dark. Give me a light, I really have a fancy for a smoke. Okay. This is a short song. It won't be too long. Only two strophes, and then it's over. Too short for dancing and for romancing. That was the fine rhyme. We're really good. Don't you like this song? What am I doing wrong? I'd really like to know what's going on. Stay awake until the break. There'll be some coffee and cake. So now do the rap, do the clap. Can anybody tell me what's the handicap? Our band's complete and the sound's concrete. So move your feet to the funky beat. I'm giving up. Me too. In fact, there's a missing link. Time to stop. 1, 2. I really have a fancy for a drink. This was a short song. It was not too long. Only 2 strophes and almost over. Too short for dancing and for advancing. The signs of dragging. Now it's too late. Yeah.
Für zu vermeiden, dass zu viel von den Leuten wirklich gehen, eine Stellung zu reellen Problemen giffen holen, sind sie genau studiert gehen. Dafür all die Klänge und die großen Experimente, einst du mit ganzen Ländern. Am schlimmsten ist dann eise Gegenden in Schweden, wo die letzten 2 Generationen Gehirn gründlich sterilisiert wurden. So sehr geht das. Schweden ist da wenigstens doch hauterem de Laboratoire für zu testen, wie viel Bisamraten die kann mit Hausraten zusammen an die Käfig setzen, ehe sie von ihrem gut entwickelten Sozialverhalten noch einmal aufgehen und sich gegenseitig massakrieren. Das ist gewöhnlich, wenn sie nicht mehr mit Zeit bei den Trach kommen. Die Experten lehren aus den Experimenten und verwerten das dann an den anderen Ländern. Sie wissen ganz genau, wo Toleranzgrenzen liegen, wenn die dem anderen sei Fräse klaut, und wenn die den anderen totschlägt. Die fand das vielleicht komisch, aber wenn die auch nur eine kleine Party von all den Experimenten guckt, die lang seit dem Zweiten Weltkrieg mit den Leuten durchgezogen sind, da fand ich das Ganze ja gar nicht mehr so komisch. Beispiele gibt da mal genug, kontrollierter und nicht so kontrollierter. Als kontrolliert können ich da nennen, den Stanford-Prisungsexperiment, durch den Guardian an den Prisonnier, x-mal verfilmt gehen, meistens unter dem Titel Das Experiment, eine Version davon auf Deutsch mit Moritz bleibt treu. Heisch interessant sind auch Milgram-Experimente, für zu sehen, wie einfach, bis auf was für einen Punkt in die allermeisten Leute kann treiben, just an dem sie die richtigen Umstände schafft. Oder dem B.F. Skinner seine Experimente mit Ratten oder Tauben, die berühmte Skinnerbox, wo die Tauben muss einen Hebel drücken, wenn ein Blut angeht, für das selbst zu fressen an ihr Töpfchen gefallen könnt. Gerade so wie bei Eis, weil der Skinner sagt ja auch, dass wir ganz einfach auf Menschen zu transponieren, die mir alle müssen Erdstunden irgendein Hebelchen oder ein Tast drücken, für das am Supermarkt etwas an den Weinchen kann fallen. Mit mir sind noch mehr dumm wie die Ratten oder Tauben. Die wären nämlich nie damit d'accord, dass sie für dich während einem ganzen Monat müssen den Hebelchen drücken, ehe sie einen Bon kriegen, mit dem sie sich dann nirgendwo etwas zu fressen hinter sich gehen. Bei ihnen muss Gratifikation direkt an den Trach gefallen kommen. Belohnung muss direkt da sein. Sonst schaffen sie das mehr. Wir dagegen sind intelligent genug, für das in dat bei Eis kann und Länge ziehen. Und zwar ohne, dass wir aufhängen mit Sabbeln, wenn wir an 4000 Belohnung denken. Mit A2 Jahren ein anderes Experiment, dem Pavlov sein am Hund, die gesabbelt wird, wenn die Glocke laut wird. Die Modellen in der Eis können sich bestimmt daran erinnern, dass ein großen Teil von unseren Eltern ihre Placken, das wären die Scheiben mit Musik drauf, 400 CD notiert. Auf denen Placken war ganz oft am großen Rondel an der Mitte ein Hund, die für einen Grammophon saß. Und drinnen stung dann his Masters Voice. Mit Leid, wie sie gehalten goufen, und den Witz nicht verstehen, nämlich dass sie mit der Musik auf die Placke konnten Sabbeln bringen, auf Kommando, wie mit der Klack. Ich muss ihn leider ein bisschen entschuldigen bei der Sache, weil wenn sie bis jetzt 10 Tiere rundherum den Plackenspieler gelaufen wären, für den Hund not zu gucken, wann die Plaque sich dreht, da goufe es ihnen schwindelig, und sie sind einfach umgefallen. Mit daraus kann ihn allerhand lehren. Ein anderes Experiment war Amerika, wo alles frei und nicht vereinzelt über los war, was mit seinem Leben Kind aufhängen, ohne dass ein Gouvernement ihm etwas vorgeschrieben hat, ohne dass er Steuern hat müssen bezahlen. Und jeder hat Waffen, für die Regierung am Schach zu halten, wenn die soll einmal dumm gehen. Naja, wie weit sie mal heute kommen. Die Herren wussten genau, dass die Leute nicht fertig bringen, hier Rechte zu halten. Los muss man für dich den ganzen Kontinent bewohnbar machen, weil wenn sie mengen für sich selber, da schaffen sie viel besser. Und dann gucken wir das mit ihren Rechten mal nachdenken. Dann die Sowjetunion, wo am Gegenteil alles angesperrt war, just die Regierung hat Waffen, du musst was sie soen, sonst hast du direkt den Militärstiefel am Gesicht. Für allem du auf ganz viel gelehrt. Oder Saudi-Arabien, wo für ein paar Generationen eng Familie mit einem Saud garantiert krut, dass sie an dem Land Pouvoir bleibt, solange sie den Ölig für einen guten Preis verkauft und zu und davon am Ausland investiert, du auch Waffen kauft und der Freiheit keinen Führerschein gibt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit dem Führerschein auch eine von den Konditionen war, aber wann, da wird als Test gedurcht, für mit Zeit zu erkennen, wenn die Familie Saud die Kontrolle am Land verlieren.
Es war zum Beispiel dummert gehen du goen, dass die Frau muss am Auto vorlassen. Ich kind dat eventuell als Gagmengen, mir einerwärts als doch just nach Peugeot gang, wie die Frau bis an der Öffentlichkeit gefilmt hun. Das klingt lo vielleicht ein bisschen dummer krass, mit der das just weil in sich Vierspiel an den Zusammenhang von der Aktion nicht überlebt. An die Feministinnen dabaußen kommt man lo wann ich klift nicht mit ihrem ewigen Misogynismus, an häufig nicht Feministinnen, das wann Männer dermaßen Frauen hassen, das tut mir hier an der Sendung nicht nötig. Wir wollen just ein Gegengewicht halten gegen die allgemeine Propaganda gegen Männer. Einfach Beispiel heute Morgen nach auf einem von denen lamentabelsten Nationalsendern hei wären die Nachrichten, wo sie dann noch immer neben ihrem anderen Quatsch ein Fait divers, ein internationale Fait divers präsentieren. Und das war heute, stell dich vor, ein Mann a Russland, a Sibirien, den, wenn's Jalousie, wettigt Freundin, dann hier 2 Kanner und dann noch d'Schweiermam ëmbrucht huet. Da sind wir noch nicht sicher, ob d'Schweiermam noch ganz tot war. Das geht bei den Leuten einfach so mat durch. Frohe muss sich, für wat, dass an den Nachrichten von alle Faits divers, kein weiss, wie viele Leute öffentlich haut aus Saudi-Arabien gekappt sind, zum Beispiel. Mir von alle Faits divers als just aus Sibirien ein Mann, den eng Frau ëmbrucht huet, wichtig, relevant. Für wat? Ma jo, du hummer direkte Purmicken mat enger Batsch. Erstens, a Russland. Die Beis-Russen, sowieso, dat muss man hunn. Und dann a Sibirien, ma, du wären da immer die Lehrerin. Wo sind sie vielleicht nach Haut? Dann de Mann, den die Beisen ass, den die anderen umbringt. Dann Frau, die dat am Dopfer ass, an Kanner natürlich, an nach eng einer Frau. Und dat war auch schon alles, was et an dem Fall un Hintergrundinformation gouf. Journalismus. Wie wies, ob et de Fall überhaupt a Wirklichkeit richtig ginnners? Meistens sind dat einfach Quatschgeschichten. Erfund. Bei de Leiit geht dat mat durch. Dat fällt net op. D'interesseiert doch ke besonnech. Gött kaum drüber geschwart. Mir dat immer wiederholen von so Sachen. Dat prägt Bild am Kap bei de Leiit. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Mit zurück zu de Frauen, die bemol op der Stroß gefilmt hun. Ich fand für mal eng schlupfällig. Am wunderbesten dusselig, am allerschönste Reckfällig. No engmen Zog zu Uselding, Göde wann e Musel drängt, Zreck en Abreck. Sieht gut denkt zu Uselding, Zreck en Abreck. Am Dusselhut da sos kein Peng, Zreck en Abreck. Ich fand für mal eng schlupfällig. Zreck en Abreck. Sieht gut denkt zu Uselding, Zreck en Abreck. An de Medien goufen demals de Frauen hier Zigaretten Freedom Torches genannt, also Freiheitsfakelen. Donno ass de Frauen iwwer Publizitéit, iwwer Hollywood an einer Propaganda an Amerika erklärt ginn, dat sie doch etwas Besseres wert wären, wie just duheem die knaschte Stoot ze machen an se mir dreckig Kanner ze kümmern. Sie musse lewer Karriere machen. Und wenn sie bis schaffe gehen, da können sie sich mit Tiere suchen, die Scheißsachen alle gut kaufen, die sie gewisse kriegen an der Publizität. Und wenn sie da bis schaffe gehen, dann haben sie keine Zeit und dafür keine Lust mehr, für sich um daheim zu kümmern. Dafür kann in hinnen, außer Kaffeemaschinen, Spülmaschinen, Waschmaschinen, Kochmaschinen, besonders auch all den anderen Schrott undrehen, den Haut allstot am Schafstoren hört, dann entweder nie oder ganz selten braucht, weil meistens mehr habe ich das für den Apparat nur zu spulen, besonders weil ihn ja nicht an die Spülmaschine klacken. Mit dem Elektroménager war direkt ein immense Marché. Anschließend, dass alles, was die braucht für zu leben, viel mehr teuer gehen. Am Resultat, dass die Frauen noch einmal müssen arbeiten gehen, für dass eine normale Familie überhaupt über die Runde kommen. Die Frauen an ihr Erbicht konnten endlich auch besteuert gehen, was früher an der Familie nicht möglich war. Die Frauen haben endlich auch für den Staat geschafft, und nicht mehr für die Familie. Das möchte schon einen immensen Unterschied, wenn der Löser bemol zweimal so viel Leute kannst besteuern. Mit Frauen haben gemeint, wie viel hier Freiheit.
Mit mat der Familie an der Moral ass et ab demals natürlich geschwoen ferm Bierjofgang. Et war keng Zeit mi fir sich Kanner ze bekümmeren, weil iwwer op Kefall gewollt wär, dats d'Kanner an Fanger vun de grosältere Kinde geroden und denen hier Väter gifen unhuelen, da vergoufen am grosse Stil d'Altersheimer agefauert. Alles genau no Plan. Für die nächst Generationen ein Maximum können ze beabflossen, und dafür hunn sie d'Kanner vu klenge Mu gebraucht. Kaum eng Frau hat natürlich bekappt oder hätte zo gin, dass dat ganz unter dem Strich net zu ihrem Vierdeel wär. So wie haut doch kaum Frau verstehen, dass die ganz hetzkind Männer net opgefauert gëtt, weil Decideuren net lo tatsächlich die verbesserte Fraumengen. Loin de là. Et geht gönnet sie, et geht hier Kanner, die nächste Generation. Gefinnen se, wann se nach Kkleng sinn, ersetze hire Propaganda aus, hire Medien, hirem TV, hirem iPhone, hirem Google, hirem Monsanto an hirem Amazon. Da brauchen sie bei de Kanner kein Konkurrenz méi mat de Werter vun den Älteren oder de Großeltern ze fährten. Sie sichen de Monopol bei de Kanner. Haut leeren Kanner d'Älteren die nei Werter. Iwer des SMS. Wir sind hier im Radio Ära an der Sendung an dann, gerade bei den Experimenten, die seit Generationen neu durchgeführt gehen, für uns zu studieren, zu verstehen und zu manipulieren. Die Schweden, die Amerikaner, die Saudien, die Russen, die Erdmacherwelt, gucken wir mal Japan, auch eine Weltmacht. Die gehen Lowell seit gut 25 Jahren finanztechnisch an der Deflation gehalten. Mit dem Moment ungefähr 240% am Vergleich zum GDP und Staatsschuld. Und es soll lokaler kommen, die Schuld gibt ja von japanischen Banken gehalten gehen, und nicht von den internationalen, dafür wäre das nicht so schlimm. Richtig, weil just so kannst du das Spiel da überhaupt so lange treiben. Sonst wie in Japan, weil 24 Jahre der Resetsknäppchen gedrückt gehen, und das Spiel wäre im Neujahr. Nicht so an diesem Experiment. Haben die Schäfer künstlich am Schach gehalten. Und dann haben wir ja seit 5 Jahren die ganze Affäre mit Fukushima Daiichi, ein kompletter Witz. Die Frage bleibt doch da. Sind wir am Tief oder am Halbschlaf? Drehen wir die Realität oder halten wir die Realität für einen Traum? Am Anfang hast du alles gemerkt, für das es soll so ausgesehen, dass du nur der Explosion vom Atomreaktor alles vertuscht gehen. Weil mir schon viel von der Korruption hören haben, sowohl bei der Atommafia, der Ölmafia, der Tabakmafia, früher auch der Alkoholmafia, neuerdings der Wassermafia, dafür können wir glauben, dass du etwas Schreckliches geschieht hast, was du nur unter den Teppich gekehrt hast. Seitdem haben in ein paar Wochen neue Nachrichten über den Zustand von dem Reaktor, über tausende Liter radioaktives Wasser, das all der an mir lebt, dann über Millionen Liter all der, dann über so viel Becquerel und so viel Sievert Radioaktivität an der Gegend, dass es immer schlimmer ging, dann, dass es von Anfang an ganz schlimm war, für kurzem, dass es von Anfang an ganz schlimm war und dass jeder Bescheid gewusst hat, den man zu dir gehört hat. Und auch die amerikanische Regierung hat seit dem 18. März 2011, also eine Woche nach dem Accident, genau Bescheid gewusst, dass zum Beispiel der Buzzing vom Reaktor 4 zu 100% freigesetzt wir, also an dem Reaktor alles über Radioaktivität freigesetzt wird, weil die überhaupt kann freigesetzt gehen, laut amerikanischem Rapport enorm Quantitäten. Als Beispiel geht die offizielle Agence an ihrem Lo für ein 2 Monate klassifizierte Rapport an, dass allein am Reaktor 4 mehr Cäsium freigesetzt wird, wie an allen 800 jemals überirdischen Atomtester zur Summe freigesetzt wird. 800 Tester. Und sie stellen nur mir lernst amerikanisch fest, der höchste Radioaktivität fest und so weiter. Wie an einer Realsatire. Du weißt nie, ob es echt ist oder am Witz. Weil wenn das ganz kein Witz ist, wenn du nicht just irgendein Experiment mit uns am Gang hast, kann da, wenn ich gelieft mal immer erklären, wie es möglich ist, dass all die Umweltparasiten von der Regierung von der ganzen Welt sich lorem zu Paris getroffen haben, für über den großen Bluff zu diskutieren.
iwwer den Abfloss vum mënschlichen Ausstoß vun CO2 op Temperatur vum Planet, die ganzen houre Blödsinn, sorry fir die Grafeder mé et nervne se loes. Mit CO2 ist zwar gesund fir d' Natur, méi wie gesot, real sortier. Die ganz Trupp vun dichtchen Heere vun de Regierungen treffen sich also zu Paris, fir iwwer e just vu Computermodelle mat falschem Input a falsche Formelen vier gegaukelte Szenario aus der Zukunft zu diskutieren, a Gesetzer, die als all ugin dofir zu schafen oder mans zu probieren. Am Platz die sagt, die Haut zwar die sont real ass, die dann am Gang wir als Meerer komplett kontaminieren, wo davon TEPCO, dat das Firma oder der japanische Regierung eng total debil Proposition oder andere als Lesung vom postuliert Problem könnt. Jo klar, wann ich net will, dass eng Lesung zu engem Problem fand gëtt, vielleicht weil die Problem go net gëtt, da machen ich eng Propos für die Problem zu lesen, die so debil ass, dass kein sich du nur wundert, dass die Propos net umgesagt gin ass. Mam CO2 ass de Fall méi wie klar, dat das Schwindel vu 4 bis hannen. Mich gegärt so, dass ich net kann behaupten, dass die Sache zu Fukushima bluff ass und dass du kein groß Problem bestehen. Ich war net selber do an och mein Geigerzähler net. Also wäret besser, ich gif den Mund halen. Mich hat trotzdem geeng Antwort op még froh. Wie wat gëtt de virtuelle Problem aus der Zukunft diskutiert, ob et an 100 Joer an 2 Grad mi kal oder mi wärm gëtt, wann de reelle graffen Umweltproblem akut an Haut besteht. Sind die Herren all so korrupt, dass sie reellen, echten a gefährliche Problem komplett ignorieren können zugunsten vun enger krapulöser, skrupelloser Machenschaft, just wie komplett Kontrolle iwwer den forcément CO2-Produzent Mënsch zu kreen. Wie dat nemmi plausibel, wann die zwei Sachen Fiktion wären an sie sich die heraussichern, die sie grad brauchen. Dat wär eng mélich Antwort op még froh, die ich kind verstohlen. Sos fällt mir kein an, aus eben, dass sie tatsächlich Welle so korrupt wären. Wie wat soll ich ihnen dann etwas kleven, wann sie wat CO2 aus der Zukunft schwätzen, an der Japan all der seit 5 Jahren mir radioaktiv verseucht gëtt, während sie munter zu Paris de Bello markieren. So hat das aber Schönheit zu Lorette de Mer, gell? Oh, warte mal. Wie meinst du dat? Hey, doch nicht jetzt in dem Hölf. Wo? Hey, do. Noch so schon Pummel in der Gang. Da ist noch ein Lützebäuer. Oh, Fred, ja. Ich mein, den hast wirklich auch Schwierigkeiten. So, die könnt ihr gar nicht mehr rum. Mal den er seift. Hast du noch kein Baywatch? Ah, jo, mich ne, grad haut nicht. Wie haut nicht? Na jo, wisst den immer Hai 4 setzt, soll eigentlich Hautrettungsdings tun. Ausnahmsweise, weil man dem anderen getauscht wird. Mir ist krank. Ja, mir wie rettet dann Haut? Wie Chenke. Voilà, so ist das halt zu Lorette de Mer. Ja, mit den anderen hast du ja aber do. Okay, ja. Aber die braucht Haut nicht zu retten. Und das ist frei, weil mit dem anderen getauscht wird. Verstehst du? Lorette de Mer. So ist das Leute zu Lorette de Mer. Ah, bon. Wo hast du also Schwimmer? Ja, tja, den hast du noch. Es hat wirklich besser gehabt, das Mord zu nehmen. You are an old man who thinks in terms of nations and peoples. There are no nations. There are no peoples. There are no Russians. There are no Arabs. There are no third worlds. There is no West. There is only one holistic system of systems. One vast and immane, interwoven, interacting, multivariate, multinational dominion of dollars. Petrodollars? Electrodollars, multi-dollars, Reichmarks, Rins, rubles, pounds, and shekels. It is the international system of currency which determines the totality of life on this planet. That is the natural order of things today. That is the atomic and subatomic and galactic structure of things today. Moje. Eine mas Popeye. Ich lebe zu London an es sie Müll. Es sind gewöhnliche Müllen. Nee, dat kann ich nicht so. Es sind am Fongerecht Müll gehen, wie ich mit dem Pap sein Testament abgemacht habe. Ein Testament von 33 Seiten. Handgeschrieben. Alles war für mich vorbereitet. Bis an den Detail. Mein Papa hatte wel eng mat der Pan, mein Bob noch mehr eng solid,
Me iwwer dem seng a besonnech Urgroßeltere si immer extra hofrisch, vun denen henke noch ganz gros Billerhai am Hall. Déi hunn demals dem William vun Orange gehollef, fir den engelsche Kinig vum Thron ze geheien. D'Und Bank vun England gegrünnt a geschwind no d'East India Company. Seitdem hat kee rengen Aristokrat mir jegent appes ze mellen op dësem Planet. Seitdem geheiert méger Familien Deel vun der City zu London, dem Staat an der Staat, Crown Company, am Commonwealth, den Square Mile, de wëst scho wat ich mengen. Mir sinn net déi, iwwer deen an den Zeitungen liest. Mir sinn nicht der déi, den hire Familie wopen an de grosse Kathedralen Bodem op de Plätterche ass. Mir sinn déi, denen hire Stempel op de granite Placken vun de grosse Monumenter rondem ganz Welt ze fallen ass. Kurz, ech kommen aus enger vun de Familien. Fréier wär mir Deel vun de Schwäze Gelfen an natierlech de Lombarden méi well lang fir drun seit dem Dagobert geheieren Banken eis. Dat war net dëmmere so, ganz am Contraire. Den Dagobert war just den Éischten, den sich ausbezuele gelos huet. Demos wären der vill net froh doriwer, méi wat sollten se machen? Kontrakt as Kontrakt, an op eisem Niveau gëtt sich un sei Wut an dënner Schrift gehal. Sie hunn den Dagobert zwar her no den Neck bruecht, an zwar genau haut fir 1336 Joer. Beis Zongen an der Familie behabte seit demols, mir käme go net vum Dagobert, me vun dem segem Pap, dem Clovis, segem Pispage, dem Grimwald, den am Ufang fir dem Dagobert sei Stuhlgang zoständig war. Fir de Grooming of the Stool, fir dats dem Dagobert sich d'Fanger net huet brecher knachtig zu machen. Mit das haut och egal. Jedenfalls gouf den Dagi zu Metz geboren an zu Stenne op der Meus ëmbruecht. Demols wär Stenne de Merowinger hireieren Hauptsitz. Vielleicht hat den Dagobert jo sei Royal House doch net unbedingt Satanakum nennen sollen. Me dat sinn eben die Merowinger. Et ass natürlich puren Zofall, dat seit 1885 an bis haut zu Stenne Fratz vum Satan offiziell Gemengenhaus an op der Gemeng hirem Briefpabeier ass. Seit 670 mir all dat Gold, me dat kom jedenfalls net vum Himmel gefall. Dat ganz as se well lang vierdro Lastgang, ob schon dat ganz bald 1000 Joer kegem vun der Familie viel gehollef het. Ugang ass et mam Josephus für 2345 Joer, 2345. Et wär genau am Joer 330 virunärer Zeitrechnung, bei eis also am Joer 3670, wie de Josephus vun de Goldhändler so iwwer doer gehä ginn ass, dass hien dat net konnt op sich sitze losse. Bis op 2 Goldmünzen hunn sie him alles aufgeholl. Hin hat du es mat den Zinsen net richtig verstaan, a keen huet him et richtig erklärt. Die eng soten d'wierde bei 100 Münze gang, bei den Nanner wären der Tausenden, méi dat ass egal. Jedenfalls wär de Josephus rose genug, fir dass hien sich dat mat dem Goldlehnen an mam Zinseszins langer Bret iwwerlecht huet. Hier kom dun no vielem Gerechens op die formidabel Idee, an erem Joer -330 eng Goldmünz beim Hauptgoldhändler zu deposéieren an dorop Zinse gut geschriven zu kreen. Wann se demals eng Goldmünz beim Goldhändler gelehnt hues, huest de missen ungefähr 10% Zinse bezuelen. De Josephus huet dem Goldhändler 10 Goldmünz zur Verfügung gestalt an het dofir ger 3% Zinse gehärt, die dann all Joer gut geschriwe sollte ginn an op denen dat Joer drop och Zinse krot an so weiter. De Phänomen vum Zinseszins also. De Josephus hat lang gerechent an de Prinzip davon erkannt. De Goldhändler wahrscheinlich net. A wann, dann hätten sich beim Josephus ferm verrechent, weil wen het gegleeft, dass de Josephus dem Goldhändler eng Goldmünz gif lehnen an de Dononimierem gif frohen. Me genau dat hat jener senger Roserei desideiert, weil hien sich ausgerechnet hat, dass hien dommert früher oder später die ganze Boutique mat de Goldhändler giwerhoelen. De Goldhändler war ger bereet, dem Josephus sein Goldmünz an den Depot zu holen, weil dem 3% Zinsen zu bezuelen für ein Goldmünz, die ihm 10% bringt, kann ihm ein gut Geschäft sinn. De Josephus war noch jung an de Goldhändler irgendwann tot. Dem sein Successeur huet die Kontrakt an de Konte gesinn, da war d'accord für dat so weiter zu feieren. Dat er so weitergelaf an all Joer sind Zinse bei Zinse kom. Weil de Josephus kein Dumme wär,
hat hien de Kontrakt op verschiedenen offizielle Plätze publizeiere gelos. Auch am römischen System war dat demmals kein Affaire, wanns du just wost, wie se muss machen. So hat hier sichergestalt, dass de Kontrakt, wann hier selber bis dod wie, net mi vun de Goldhändler ewäch zu diskutiere wie. Sein Kanner hueten dommert beandruckt, indemsen as ein Testament geschrieben huet, dass sie zwar proprietär vun der Goldmünz plus den Zinse wären, mit as Goldhändler hinne just Goldmünz missten zurückbezuelen an net Zinsen. An außerdem wären sie fir de Recht dann entirft, wann se die Goldmünz gefirsiche goen. Kanner misste werden, bis de Kontrakt op manst 1000 Joer alt wie, ihr sie Zinsen der Fugi verkassieren. Die meescht Nokomme vum Josephus sind ja fair alkeiersrecht beim Testament vun ihrem Pap gewur gin, wann sie an engem dem Josephus sein Testament ënner nues gehale koten. A während den nächste paar 100 Joer hunn sie dat zur Kenntnis geholl, sich de Kap gekratzt, wurde wei interessant gesot. An all paar 100 Joer war alt een an hinnen den schlau genug war, de Kontrakt den jeweilige Bedingungen unzupassen und so weiter. Die 1000 Joer wären dun eben grad beim Dagobert River. An den huet sich, wie well gesot, als echten ausbezuele gelos. Weil hirne well als Kant gekidnappt gouf, also Rëmmefall Kasper Hauser, wo der Parenthese ha nach immer zweiten Deel happert. Dofir konnten Dagobert net viel rechnen, me huet sich iwwer gedurcht, dass wann de Josephus Demos so eng opgefauert huet, dass dabei mis do wert sinn. Wie hin dun am Joer 670 bis an de Gische getrippelt ass fir se Goldmünz mat den Zinsen zu kassieren, dun hat hien eng Lederpöchelche fir se Goldpreise an e puer sterk Männer fir d'Europäen opzeprassen. Me hien hat sich wat sich verrechent, dat heescht, hat go net gerechent. Aus dem Josephus senger enger Goldmünz wären mat 3% Zins an Zinseszins, no den sabelchen 1000 Joer ganz genau Zifferen 6R74240231169 Goldmünze ginn. Die kann ich vielleicht dem Dagi sei lang Gesicht vorstellen, wie den am Gische gesot gut. Sie hätten die 6.844.240.231.139.160 Goldsticker de Moment grad net am Koffer vor. Et ging hinne séier leet me d'Assurance gift ze deier, wann sie déi dauernd tot trüllen hätten. Sie hun noch nach die faule Exkus probéiert. Sie wisten mal überhaupt nicht, ob ihre Koffer vor groß genug wäre für die 6.874 Milliarden Goldstecker. Sie giffen dat Briefen an hier sollt mod nächst Wochen ein bis lernst kommen. Den Dagobert huet dat net akzeptiert, als kurz mat zinge Männer bis han aus an de Büro gang, an demsten direkt 3 Brieftaufen op de Weg geschickt hat, huet de Mount drop, de Popst deklariert, dass den Dagobert vu de Lohn dem Popst sei Bankier wie. Jo, sogar hellig gesprochen sie hier. Wie spät, wie schon 200 Jahre tot war. Als Familie als also en plus eng hellig merowingisch Familie. Immerhin haben wir mal de pur Grimmle von unserem Gold, no pur Formalitäten de Vatikan abgebaut. Dat war eise gute Josephus, nur dem sie die Geschichte vom Josephspfennig benannt hun. Aber weil dir nicht könnt rechnen, habt ihr auch keine Ahnung. Bedenkt einfach. Wenn aus enger Goldmünz an Zeit von 1000 Jahren 6.874.240.231.160 Stück gesehen, aber wie viel Menge da als dann aus denen noch 1400 Jahre seitdem gehen? Ich kann nicht just sagen, es gibt halt keine Rechenmaschine, die so eng Zueliefer hat uweisen kann. Wir probieren mal ruhig, das am Kopf zu rechnen. Man glaubt es nicht, doch es ist möglich. Und die Banken tun es täglich, verleihen Geld, das es gar nicht gibt. Betrug und Gier sind heute sehr beliebt. Man glaubt es nicht, mit den Krediten, so aus dem Nichts schöpfen sie Renditen. Der Schwindel blüht, sogar mit Sicherheit. Betrug und Gier, die Sportart unserer Zeit. Bist du blank, geh zur Bank, klarer Fall. Du Kredit? Ja, ein Kredit macht liquid, scheint optimal. Der Typ im Anzug mit dem netten Grinsen, mit dem sie redet von Bürgen, Hypotheken und von Zinsen. Die Unterschrift, das ist egal. Du willst ein Haus, na klarer Fall. Egal, die Hypothek erscheint dir ganz normal. Und was da läuft, ist ohnehin legal.
Man glaubt es nicht, doch es ist möglich. Auch die Gerichte tun es täglich. Ein Urteil fällt und du siehst machtlos zu. Bei Korruption, da gibt es kein Tabu. Man glaubt es nicht, doch gut zu wissen, man wird so leicht vom System beschissen. Wer Unrecht spürt, der wehrt sich, das ist Pflicht. Die Wahrheit kommt schön langsam doch ans Licht. Bist du blank, geh zur Bank, klarer Fall. Ein Kredit macht liquid, scheint optimal. Der Typ im Anzug mit dem netten Grinsen redet von Bürgen, Hypotheken und von Zinsen. Das ist egal, du willst ein Haus, na klarer Fall. Die Hypothek erscheint dir ganz normal. Und die Frau ist Bürger. Und was da läuft, ist ohnehin legal. Danke. Und solltest du die Ratenzahlung mal verweigern, wird dir die Bank deines Vertrauens was versteigern. Haus und Grund, na und? Das Spiel der Bank ist doch krank, klarer Fall. Ist das nicht läuft ein Betrug lang genug, scheint er normal. Der Typ im Anzug mit dem fetten Grinsen macht Großgeschäfte, manchmal geht was in die Milliarden. Das ist egal, tut ihm nicht weh, der klarer Fall. Das Volk bezahlt wieder einmal. Wir alle zahlen und das ist ein Skandal. Die Kinder zahlen und das ist nicht egal. Kapiert und aus. So, an dat wäret dann noch fir haut mat der Sendung an dann Nummer 43. De Sendung ass dem Fiorella gewidmet, enger aller Freundin vun der Familie, dat lacht woch op emol aus heiterem Himmel de Kapweigrut an Knick gefordert ginnners an ganz kurz drop verstöwen ass. Gewees fir wert. Et et mal leet fir Tio, well hat een vun den wenige wär, dat et immer gut gemengt huet an dat ich nie dumm erlieft hunn. Eng frei Person, der ich alles guts wünsche. Immer lo ganz zumechen, wollte ich iwwer noch kurz soen, dass et 4 Joer lang gedauert huet, bis ich bei enger Recherche iwwer Clearstream an dem Denis Robert sein heit Buch rausfand hunn, dass et offensichtlich als Lützeburg gëtt, den sich amséiert huet, fir mein Numm, also de Pierre Cons, an e Computergesellschaftsspiel zu integrieren. Grundspiel davon heescht A Force More Powerful, an Dir fand de Video op YouTube, wann Dir just Luxembourg Szenario antippt. Dat schenkt na well witzig Spiel ze sinn, bei dem et méiglech Taktike gëtt, fir zu Lützeburg Regierung an Politiker mat demokratische Mëttelen aufzusetzen. Wirklich witzig gemach, geht op YouTube an tippt Luxembourg Szenario mat SC. Guckt, ob dat de Konspier fand. Di könnt er auch gär op d'Internetseite vun der Sendung an dann goen. Di fand er iwwer ra.lu an do im Programm op an dann klicken. Da kommen wir zu eisem Schlusssatz, los dich net goen, git lewer selber. Tschüss. Ich kann nicht mehr. Don't stop shining. Don't worry, be happy. Worry, be happy. Worry, be happy. Worry, be happy. Worry, be happy.